Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier gerade live im Stream mit dem Chat, wo hier unten ist. Der Chat ist absolut zum Kotzen. Wir machen heute einen IQ-Test, um einfach mal zu schauen, wie gescheit oder beziehungsweise wie dumm ich bin. Aber ganz wichtig, bevor ihr daheim das Video weiter schaut, immer schön Glocken aktivieren. Let's go mit dem IQ-Test. Welches der folgenden Wörter ist der Bedeutung nach am ähnlichsten... Welches der folgenden Wörter ist der Bedeutung nach am ähnlichsten dem Wort beruhigend, mitfühlend, tröstend, erläuternd, aufdringlich? Der Bedeutung nach am ähnlichsten. Ich würde sagen erläuternd. Das ist schwierig. Ich würde erläuternd gehen, weil wenn man etwas erläutert, dann erklärt man etwas. Und wenn man etwas erklärt, dann fühlt sich jemand anderes mehr beruhigt. Trösten ist schon mehr IQ-Test vom Adi -1000. Ja, komm, fress ich, Digga. Mitfühlen, dann zeigst du Mitleid. Mitfühlen glaube ich nicht. Tröstend ist, wenn jemand traurig ist. Wenn jemand traurig ist, muss man ihn dann beruhigen. Ich weiß es nicht. Ich kann mal für erläuternd. Ich weiß nicht. Das ist meine Dings. Ich tue jetzt mal nicht auf den Chat schauen. Welche der Zahl ist die logische Fortsetzung der Reihe? 4, 6, 9, 14, 6. Ja, das ist jetzt... Da bin ich hier raus. Muss man es umdrehen? Okay, da ist plus 2, plus 3. Plus 3. Plus 6. 2 dazu, 3 dazu. 19, okay. Scheiße. Welche der Formen ist in der unteren Reihe, sollte logischerweise an der Stelle des Fragezeichens in der oberen Reihe befinden? Herz, zack. Stern, das wird immer 1 dazu, 1 weniger, 1 weniger. Okay, da müsste ein Herz sein. 1, das ist ein Tag, da wird es immer 1 weniger. Bei den Sternchen wird es immer 1 mehr. Ich meine, da oben müsste es 1 sein. Ah ne, dann ist das. Das ist. Welche der nachfolgenden Schlussfolgerungen kann mit absoluter Sicherheit aus diesen beiden Aussagen gezogen werden? Keine der Briefmarkensammler ist Architekt. Alle Drohnen sind Briefmarkensammler. Alle Briefmarkensammler sind Architekten. Architekten sind keine Drohnen. Kein Briefmarkensammler ist eine Drohne. Das ist, oder? Einige Drohnen sind Architekten. Das müsste sie. Architekten sind keine Drohnen, würde ich sagen. Mailo macht Emote Only. Digga, danke vielmals. Wie sieht der Würfel aus, wenn er zusammengefaltet ist? Zack, tack, 7 unter. Oh, das ist dieses Vorstellungsvermögen. Okay. Mein oben, so, leer, 4, 7, 1. Leer, 4, 7, 1. Leer, 4, 7 und 1. Der erste kann es nicht sein. Alle, lasst in den Chat, als ob ihr es wüsstet. Alter. Ja, entweder bin ich wirklich dumm, aber irgendwie habe ich es geschafft, dass jetzt 100 Leute zuschauen, Digga. Also, fickt euch. 7, 4, 1. 7, 4, 1. Ich glaube, der zweite kann es, wenn man den Würfel so dreht. Der zweite kann es nicht sein. Der kann es auch nicht sein. 1, 7. Der kann es nicht sein. Ich gehe für den letzten. Wie lautet die richtige Antwort zur folgenden Aufgabe? Tom hat einen neuen Satz Golfschläger, mit dem 8. fliegt der Ball durchschnittlich 100 Meter weit. Mit dem 7. fliegt der Ball durchschnittlich 108 Meter weit. Mit dem 6. fliegt der Ball durchschnittlich 114 Meter weit. Wie weit fliegt der Ball mit dem 5? 100. 8 dazu. Von 8 zu 14 sind 6. Dann müsst ihr jetzt 4 sein. Also würde ich sagen 118. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber... Welches dieser Wörter entspricht am besten dem Gegenteil von Selbstachtung. Dem Gegenteil von Selbstachtung. Wenn man Selbstachtung ist, wenn man fest auf sich schaut. Ich würde sagen lebenslustig. Weil dann schaut man nicht so fest auf sich selber. Wasser verhält sich zu einem Rohr wie Elektrizität zu Kabel. Weil es fließt. Nehme ich mal an. Welches Wort steht für einen Ausdruck des Unmuts? Was bedeutet Unmut? Sorry, dass ich es jetzt google, aber es gibt einfach so Wörter, die hört man die ganze Zeit, aber man weiß nicht genau, was heißt. Unmut, durch Enttäuschung, Unzufriedenheit oder ähnlich hervorgerufene Verstimmtheit. Durch Enttäuschung, okay, wenn man unzufrieden ist oder enttäuscht,
Und dann ist so ein bisschen alles. Wenn man unzufrieden ist, dann kann man sich beschweren. Ja komm, scheiß auf beschweren. Welches der nachfolgenden Bilder kann aus den losen Einzelteilen zusammengesetzt werden? Das kann es nicht sein. Tack, 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 tack. Das letzte. Das letzte ist es. Ist es jetzt so einfach gewesen oder bin ich dumm? Ich bin wahrscheinlich echt zu langsam gesehen in meinem laufenden Test. Jetzt einreichen. Ich bin männlich. Mein Alter ist 21. Ich komme aus. So da noch ein bisschen. Tut's jetzt, wenn ich Schweiz angebe? Anmeldung. Wie nennt man das in der Schweiz? Was ist, Chat, was ist die Wirtschaftsmittelschule? Ich sag mal Gymnasium. Berufsschule. Berufsschule ist es nicht. Ich sage jetzt mal Gymnasium. So, jetzt sehen wir es. Okay, Testergebnisse. Okay. Sie haben 6 der 10 Fragen richtig beantwortet. Dies weist einen IQ-Wert zwischen 105 und 120 hin. Dies entspricht einer höheren Berufsausbildung oder akademischer Bildung. Mit etwas Übung und Konzentration könnten Sie bei einem echten IQ-Test ein höheres Ergebnis erzielen. Eben, seht ihr, und wenn ich am Streamen bin, kann ich mich nicht konzentrieren. Schau, jetzt schauen wir schnell. Die richtige Antwort ist trösten. Es war tatsächlich trösten gesehen, habe ich jetzt weiter überlegt. 19 ist richtig. Das habe ich angekürzt. Die richtige Antwort ist das zweite Bild von links. Das da. Eis, das geht weg. Okay. Welche der nachfolgenden Schlussfolgerungen kommt mit absoluter Sicherheit aus den beiden Architekten? Das ist richtig gesehen. Das ist falsch gesehen. Fuck. Rechnen. Das ist richtig. Also wie lange ich für das braucht, da bin ich komplett los gesehen. Welches dieser Wörter lebenslustig? Schüchtern ist die beste Antwort. Feige. Eine starke Persönlichkeit ist eine Person mit Selbstachtung. Kopfdeckel noch einmal. Wasser. Richtig. Beschwerde. Ja, richtig. Und das letzte auch richtig. Okay, gut. Hat doch der Test gezeigt, dass ich doch ein hochintelligenter Mensch bin. Ich glaube, es ist nicht mehr so schlecht. Ich weiß es selber nicht, Alter. My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama got